haben aber natürlich auch mal geguckt, was unsere anderen Kollegen, und zwar vom Express heute, so Witziges in ihrem Netz veröffentlicht haben. Und zwar, der Express hat jemanden ausfindig gemacht, und zwar den Andreas Malessa. Und der plant die erste Gaming-Bar in Köln. Man kennt das ja, man geht abends, samstagsabends, man geht in die Kneipe, der Fernseher läuft und das Programm ist klar, alle Männer sitzen vorm Fußball. Genau, das will Andreas jetzt aber ändern. Er möchte einen Treff für alle Zocker und alle Nerds eröffnen. Eine Kneipe, in der man Gaming per Public Viewing angucken kann. Das bedeutet, es gibt im Internet eine Plattform, die heißt Twitch TV und die überträgt alle professionellen virtuelle Schlachten, die professionelle Spieler spielen. Die werden auch gleichzeitig kommentiert und das soll jetzt öffentlich in einer Kneipe bei einem Leckerkölsch übertragen werden, damit sich ganz viele Zockerfreunde treffen können, gemütlich an einem Samstagabend, um dann zusammen das anzuschauen. Unsere Gaming-Expertin, was für ein Zufall, dass sie da sitzt, Sophia, würdest du in so eine Kneipe gehen? Du bist ja selber, dass du gerne auch mal zockst zu Hause und dass du dich da auskennst. Würdest du sagen, okay, ich gehe in so eine Kneipe und gucke mir mal an, was da die Profis machen? Ja, so je nachdem, was da gesendet wird, würde ich mir das, glaube ich, schon mal angucken. So je nachdem guckt man ja generell auch mal gerne Freunden zu, was die so machen. Und immer selber spielen hat man ja auch nicht unbedingt Lust drauf. Man sich das mal angucken, lecker Kölsch trinken. Lernt man mal ganz andere Leute kennen, die gar nicht so in Kneipen gehen wahrscheinlich. Das heißt, ja, neue Leute kennen, vielleicht irgendwie den Freundeskreis so aufbauen mit den gleichen Interessen. Aber wie kann man sich denn diese Plattform vorstellen? Also das spielen professionelle Spieler und wer kommentiert das? Also bringt dir das überhaupt was, wenn da jemand diese Schlacht kommentiert? Doch, das ist eigentlich ganz cool. Also im Internet läuft das immer so ab, du hast das ähnlich wie bei uns, auch unseren Livestream dann zum Beispiel da und auch einen Chat daneben und dann kann man immer auch kommentieren und sagen, hey, was machst du denn da, geh doch mal da lang oder spiel doch mal das und das und dann kann auch der Spieler, der spielt, darauf reagieren mit, oh, hast du recht, ach, was bin ich blind, jetzt gehe ich mal dahin. Also es ist schon ganz cool. Spielern richtig Tipps geben. Ja, das kann man auch noch machen. Das hört sich natürlich spannend an. Wir sind gespannt, ob dieser Plan in Erfüllung geht. Der junge Herr, der Andreas, der hat schon 9.000 € gesammelt. Die Kneipe hat er auch schon gefunden, aber er braucht noch 25.000 €. Wir sind mal gespannt, ob er das in die Tat umsetzen kann oder ob es irgendwann heißt, sorry, Game Over. Und mit diesem Stichwort kommen wir jetzt zu unseren tollen Gästen. Und zwar beehren uns heute Big Baller Mike und Gianni Labamba. Ich freue mich sehr. Guten Tag. So, wir machen erstmal das Foto. Bleibt mal da vor unserer coolen Selfie-Wand stehen. Perfekt. So, setzt euch hin, macht's euch bequem. Den Kuchen kannst du gerne mitnehmen und essen. Der Kuchen wird direkt weggestellt. Nur Proteine für Mike. Das heißt, Mike, du isst nur Magerquark, um die ganzen Muskeln aufzubauen? Nur rohes Fleisch. Nur rohes Fleisch? Ja. Hast du da irgendwelche Vorzüge, Vorlieben? Nö, Hauptsache proteinreich. Also nicht irgendwie so ein, keine Ahnung, Äffchen oder sowas, sondern schon was richtig Saftiges. Wie zum Beispiel ein schönes Stück Rind. Rindfleisch, sehr beliebt, richtig, ja. Genau. Wenn wir schon bei deinen Muckis sind. Die Arme sind ja schon so ein bisschen größer als meine, nur ein bisschen. Ich habe natürlich auch stark trainiert. Das kommt immer auf die Perspektive an. Ne? Wir haben ja gestern nachgemessen bei mir im Studio, 50 Zentimeter, Grenze jetzt gesprengt, also quasi 1 Meter Arme. 1 Meter Arme? Richtig, ja. Also Umfang. Und bei mir so 10 Zentimeter. Ich schätze mal 11,5. Ja. Gehst du oft ins Fitnessstudio? Lebst du da? Wohnst du da? Oder? Ich bin oft da, ich trainiere aber nur nicht so oft. Das ist bei uns im Studio eher wie in so einer Kneipe. Das heißt, da wird eigentlich mehr gelabert als trainiert. Ne? Das ist also eher so ein soziales Projekt, würde ich mal sagen. Aber das ist halt auch gerade das Schöne daran. Ne? Ja.
Gehst du denn auch ins Fitnessstudio? Bist du dann in dieser Kneipentour auch dabei? Nee, da bin ich nicht dabei. Ich muss zu Hause die Songs basteln im Studio. Und der Mike kann sich in der Zeit aufpumpen, damit er was hergibt auf der Bühne. Das heißt, der Mike muss ein gewisses Aussehen mitbringen, damit du überhaupt mit ihm arbeitest. Ja, klar. Genau. Sprichst du ins Mikro? Ja, aber da mache ich mir keine Sorgen bei Mike. So, dann erzählt doch mal. Ihr arbeitet zusammen, ihr macht zusammen Musik. Wie kamt ihr denn zusammen? Woher kennt ihr euch? Ich glaube, wir kennen uns quasi, wo wir beide in Köln wohnen, aus Lloret de Mar oder Barcelona, haben wir uns in der Piepshow getroffen oder so. Gianni, vielleicht weißt du noch genau, wie das war. Du bist ein bisschen jünger als ich. Ja, wir waren, glaube ich, in der Piepshow auf Ramblas. Ne? Und da waren wir nebenan in den Kabinen. Da ist der Strom ausgefallen, ne? Ja, genau. Und dann haben wir uns da irgendwie, ne? Genau. Sind wir zusammen nach Lloret gefahren. Ja, richtig. Ist Lorette nicht, wie alt wart ihr denn da? Weil Lorette ist ja eher was für das jüngere Publikum. Da waren wir auch schon also Ende da ist man- 30, ja. Da wart ihr auch schon Ende 30. Genau, richtig. Das ist jetzt so 10 Jahre her ungefähr. Und Und die 14-jährigen Mädchen, die dann da rumlaufen, ja, die fanden wir auch eine ganz tolle Sache. Vor allen Dingen der Gianni fand das äußerst interessant. Nö, keine Ahnung, wir haben ja dann Urlaub gemacht. Ne? Wir sind ja eher so die am Strand rumhänger, von oben bis unten voll mit Öl, in der Sonne brutzeln wie so ein Hähnchen. Das machen wir ganz gerne, richtig. Ja. wirst du denn auch braun oder wirst du einfach nur knallerot? Ich werde immer erstmal rot, dann so einen Tag braun, danach wieder weiß. Weil Gianni, wie man sieht, immer frisch. Ne? Wie machst du das? Ja, Urlaub, ne? Am Strand. Italiener, halber. Habt ihr denn so viel Zeit zum Urlaub machen? Es geht so, ne? Wir sind ja ziemlich beschäftigt. So oft kommen wir jetzt auch nicht aus dem Studio raus. Und da wir öfter auch mal im Nachtleben unterwegs sind, ist das mit der Sonne immer so eine Sache, ne? Der Gianni, der wird auch vom Disco-Scheinwerfer braun. Anscheinend. Ja, also Das würde ich auch gern mal können. Aber wir wollen uns natürlich jetzt mal angucken, was ihr dann da fabriziert, wenn ihr zusammen im Studio sind. Bitteschön.